vom Monat April kann man sagen, April, der macht, was er will. Weil sehr viel das Wetter wechselt. Er ist wetterwendisch. Es kann schneien, es kann Sonne haben, es kann regnen, es kann stürmen. Und jeden Tag ist es wieder anders. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder den Jahreslauf mitbekommen. Und im Grossen ist das der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Und wenn man es mehr aufteilt, so sind es die 12 Monate. Und es ist nicht so gedacht, dass man den Kindern jetzt lernt, Monate aufsagen, sondern dass man bewusst Monate lebt. Dass man mit Kindern kann zum Beispiel jetzt beim April kann man fragen, wenn man sagt, April lebt, macht, was er will, kann man die Kinder fragen, haben wir jetzt die ganze Zeit nur geschneit? Oder hat es die ganze Zeit nur geregnet? Oder hat es die ganze Zeit nur die Sonne geschienen? Und dann sagen die sofort, nein, jetzt ist es gerade so heiß wie im Sommer. Aber letzte Woche hat es ja noch geschneit. Oder vorgestern war es so kalt, die Nacht war noch glatt auf der Strasse, es war noch gefroren. Und jetzt schwitzen wir und müssen noch Schatten oder uns Sonnencreme einstreichen. Also das Merkmal vom April ist wirklich das Wetterwendische, weil es so sich stark verändern kann. Und für die Kinder ist das eben Zeitablauf gesammelt und Wörter gesammelt. Also man muss ja wissen, was Regentröpfchen sind, was ein Sturm ist, was Schnee ist oder Schneeflöckchen oder was Sonnenschein ist. Oder eben dann, was für Blümchen kommen, zum Beispiel im April, sind nachher, wenn es schön Wetter ist, plötzlich alle Matten voll Löwenzahn. Ist es ganz gelb zum Beispiel. Oder es hat Spitzwegerich, oder es hat Margritli, oder es hat Gänseblümchen. Oder natürlich auch Narzissen und Primeli. Und das hat es eben dann zum Beispiel im Herbst oder im Winter nicht. Und wenn man das den Kindern eben erzählt und wenn man geht spazieren auch zeigt, dann lernen die das, ohne dass sie es merken. Also man kann die auch Rätsel machen, zum Beispiel jetzt von einem Löwenzahn kann man sagen, was ist das? Es hat Zähne wie ein Löwe, aber es ist kein Tier. Dann finden sie es sicher raus. Oder man kann auch sagen, was ist das, wenn der Löwenzahn verblüht ist? Dann kann man blasen. Dann ist es eben ein Pustelblume und dann fliegen die Säumchen alle fortfliegen. Das ist zum Beispiel einfach Sachen, wenn man nicht redet davon, fehlen die Wörter. Oder das Gleiche ist bei den Bäumen, wenn die Blätter rauskommen, gibt es zuerst Knospen, zum Beispiel um einen Kestelbaum, und dann kommen plötzlich Blätter raus, die aussehen wie ein Hang. Und nachher, später, kommen die Blüten raus, aber Knospen und Blätter, die kommen auf jeden Fall im April. Oder auch zum Beispiel die Kirschblüten oder Aprikosenblüten oder Äpfel oder Birnen. Das kommt alles im April, aber die Bauern haben manchmal Angst, weil plötzlich gefriert es und dann geht das Zeug kaputt. Und wenn man Glück hat, ist dann gerne noch etwas für. Es nimmt nie aus, aber manchmal ist es ein bisschen blöd. Im April hört man zum ersten Mal den Gucker, der macht Kuckuck, Kuckuck. Oder die Vögel die Nester bauen und die Jungen ausbrüten. Und von dem her ist der April, kann man sagen, ein spannender Monat, weil er gerne wieder Abwechslung macht. Was ist der erste Tag im April? Dem sagt man, der 1. April, da tut man Aprilscherz machen. Und das heisst, ich sage dann vielleicht zu meinem Mann, du hast einen Flecken auf der Backe und dann fängt er an zu schauen und dann merkt er, wenn er reingeht, sagt man April gesprengt. Oder bei einem Kind sagt man vielleicht plötzlich, ui, du hast ein Spinnel im Haar. Und dann hat das, ui,
wo ist sie, wo ist sie? Und dann sagt man, April gesprengt, April gesprengt. Und wir haben als Kinder aber sogar gesagt, April gesprengt, der Joggeli hat die Gülle gelenkt, das ist die Schütte, die grusig stinkt. Und da haben wir aber auch so lachen. Oder mir sagt, es hat geläutet, gehst schnell schauen, wer an der Tür ist. Und nachher, wenn man zurückkommt und sagt, es ist niemand draussen, April gesprengt, April gesprengt. Also das ist etwas, aber jetzt ist das schon vorbei, aber das kann man das nächste Jahr wieder machen. So ist das. Und im Frühling, im April, ist manchmal Ostern. Es ist nicht immer, sie kann auch im März sein, weil die Ostern wird nach dem Mondkalender bestimmt und darum ist das nicht ein festes Datum. Und das die Ostern, das ist ja jetzt vorbei, aber die haben alle Kinder gerne, weil man Nestchen suchen kann. Und es gibt Osterhasen und feine Eier, die man tätschen kann. Ja, das ist das, was es gibt im April.